Ja, auf jeden Fall wünsche ich dir schon ganz schön Abend. Und ich weiß nicht, ob da meine neue Lieblingssendung geguckt hat. Es war die allererste, also kein Witz, das ist einer mit aller Seriosität, nämlich Comeback, die neue Sitcom heute zu Lützeburg. Für den habe ich ein Comeback geguckt. Tanner und Blut. 2, 3. Nee, so, wenn der mal einker Nulllächer dann Leben guckt, Comeback, das ist wirklich eine coole Sendung, die erste coole Sitcom. Und endlich kann ich mal eine Sitcom gucken auf Lützeburg, wo es nicht schummt, wenn ihr nicht guckt. Ja, richtig gut Schauspieler, muss ich auf der alten Platz sagen. Dazu ein bisschen spät, gehen schon mehr. Hier hat schon Musik gemacht, wo Jean Lingenster und Gast Walzing noch die einzigen Diktatoren an der Musik waren. Leider sind sie noch immer, mengen sie auch. Aber hin als noch und das wirklich super Form, mehr Form, wie ich gedacht habe. Von den größten Applaus für mein Idol, der Ronny Riff. Wir machen nur für eins Geld, der Tausch immer. Greif nur Menge Hand, dann kommt mir nur. Stelle nur kein Froh, komm heim, wir machen lo. Komm, wir machen lo. Den Mabo Schicki, mam Ronny Riff singem Lied, dein echt größt Lied, oder? Ein Flottsteck, hä? Ja, es war ein Flottsteck. Auf jeden Fall. Du hast ein Mikro, ne? Du brauchst ein Mikro. Du hast ein Mikro. Ich schon ein Mikro. Das Mikro. Okay, ich fand, das Steck mit einer Größe aus so, komm mal an mein Zimmer. Ja. Das ist ja nicht gerade nicht. Wie war das dann? Erzähl uns mal. Weil du hast ja Musik gemacht, wo viele Leute von uns noch gar nicht da waren. Auch, das stimmt. Nach 80er Jahren sind ich schon rundherum gegeistert, für Musik zu machen. Und dann bin ich ein bisschen nach Deutschland gegangen. Und, ja, du warst eine lange Zeit fort, dann weißt du richtig, wo ich war, und das soll doch nicht. Ja, mir auf jeden Fall ist ganz auch Teil von einem, sagen wir mal, von einem Comeback, der lo geschieht, nämlich an der neuen Sitcom. Und dafür ist der Kollege Schniefer dabei. Das ist mein Chef aufgepasst. Den Bernhard Michaud, Lützeburger Realisateur, auch von der neuen Sitcom, nämlich Comeback. Genau. Wie noch der? Produzent. Produzent, ah, okay. Voilà. Produzent, Realisateur, du weißt, wie das beim Fernsehen ist, das heißt, du bist wie du Genie. Comeback, zähl uns mal, für die Leute, die es gut kennen. Voilà, Comeback, die neue Lützeburger Sitcom, die unbedingt muss gucken, wo dann 3 Junker geht, Sophie, den Pitt und den Jacques, die probieren, ein großes Comeback zu lancieren, und zwar dem Ronny Riff sein Comeback. Und hier das große Ziel ist, den Ronny Riff auf Malmö zu bringen. Für was Malmö? Weil das Jahr 2013 dort die Eurovision ist. Und Lützeburg braucht unbedingt mehr bei der Eurovision. Aber wen war nicht den Ronny Riff? Ja, ich meine, ich habe sogar schon ein paar Spiele von der Kamera kann halen. Schon mal die also das ist wirklich von den größten Fans, ich bin den größten Fan. Hast du mitgekriegt, dass schon ein Autogramm steht auf eBay? Ja, natürlich. Gut ausmachen. Kannst du heute noch einen neuen? Wahrscheinlich. Du kriegst ihn. Kein Problem. Und ich kriege einen. Auf jeden Fall, jetzt gucken wir mal kurz ran. Hayas, Comeback. Stimmung was mega. Super. Woo! Felix meint, ich kann den nicht auf die Eurovision bringen. Ich lache. Ich bringe sogar schon die Bob auf die Eurovision. Top, die Wette gilt. Also, wir bringen das Sänger, weißt du schon mal... Poset auf Facebook, wir brauchen Zeit. Ja, das ist einfach super. Also, wir bringen das da auf die Eurovision. Nee. Ja, so, wir sollen den raus. So. Wenn wir nicht packen, dann... Da laufen wir flackig durch die Stadt. Ja! Yeah. Wir brauchen etwas für den Kontrakt festzuhalten. Gute Idee! Ja, Voilà, tut das Comeback. Wie gesagt, nächste Freude, eine nächste Episode. Und was doch relativ interessant ist, die drehen von Woche zu Woche, das heißt, dass immer Wochen aktuell sind. Ne? Voilà. Das heißt, wir haben allmählich alles anzubauen, aber wir brauchen das Feedback von den Leuten. Das heißt, ruhig auf Facebook oder auf Facebook-Seite und dann schreiben, was gut fand, was nicht gut fand. Und da können wir das alles direkt abbauen. Und dann können sie alle mit helfen, den Ronny auf die Revision zu bringen. Und ich meine, das ist auch ein bisschen sympathisch, weil das Leute mal da waren und der will selber noch lehren. Nein, ich meine. Voilà, wir sind in einer Sitcom, wo da schon ein Drehbuch oder wo da ein Linie gibt, die ganze Zeit, wo da schon viel gedreht und so viel mehr viel drin. Aber das sieht wirklich komplett, das ist von Christoph, du weißt, also so Christoph Projekt. Voilà, so wird es sein. Und wenn wir auf der Revision, da sind zu Malmö, wird man eben dann auch
zum Malmö drinnen voilà, der Tisch wir sind wirklich immer aktuell. Ronny, wie mit dir? Ronny, so voll dran. Du warst schon wie ein bekannter Musiker, Schauspieler als Lützburg. Wie war das? Okay, gibt es drinnen? Ich muss nicht, ich habe bis noch nie bei einer Produktion oder bei irgendeinem Spektakel mitgemacht, wo ich den Ältesten bin. Aber das möchte man von Gönn nicht aus. Ich kann damit leben. Irgendwie. Direkt daneben gekatzt. Ja, das war mir nicht gut. Okay, gut. Das tut mir leid, dass das noch just für der Kamera passiert ist. Können wir dann auch schon ein bisschen so eine kleine Entwicklung erklären, wie vielleicht weiter Kind kommen am Ronny Riff? Könnte nicht schwer für einen normalen Musiker. Ich darf noch nicht allzu viel verraten, wir wollen Spannung hören, aber ich kann just sagen, dass der Ronny immer mehr präsent ist. Und dann den muss ich überraschen lassen. Ich fand, soll den gucken, Freitags. Ja, also dann sind wir auch schon richtig Stichwort. Wie viel Uhr könntet auf Freitag? Auf Freitag um 7 Uhr und dann ab Sonntag sowas oder am Internet von den Netter noch. Ich wünsche euch wirklich alles erdenklich Gutes für Sitcom. Ein Sitcom, wo ich schon gerne gucken und plötzlich war ich wirklich super. Und dann bleiben wir natürlich Stunde 100. Vielmals merci. Merci vielmals. Machen wir noch. Ich schwimme weiter und zwar mit Wakeboard.